Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht wisst, geht es unserem Gitarrist, Louis, nach seinem Autounfall im letzten Jahr immer noch nicht so gut. Und vielleicht mögt ihr noch besinnen an die Videobotschaft von ihm im letzten November, wo er uns das da gesagt hat. Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja im letzten Winter einen Unfall gehabt, nachdem ich übermal im Studio die neuen Songs aufnehmen. Habe seither das Schleudertrauma. Eine Zeit lang ist mir ein bisschen besser gegangen. Jetzt leider in den letzten Wochen und Monaten ist es mir wieder schlechter gegangen. Es geht mir wirklich gar nicht gut. Ich bin zum Teil wirklich froh, wenn ich einfach alleine meinen Alltag meistern kann. Und ja, im Moment geht es einfach leider wirklich nicht mit Musik machen. Darum muss ich Pause machen, bis es mir wieder besser geht. Ja, das macht mich natürlich sehr traurig, aber im Moment geht es einfach leider wirklich nicht. Habt nicht Sorge, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. An dieser Stelle noch einmal mehr. Gute Besserung, Louis. Und wir hoffen, dass wir irgendwann wieder zusammen auf der Bühne stehen können. Ja, irgendwie hat es weitergehen. Und wir sind dann auf die Suche gegangen nach einem Ersatz für Louis. Und wir haben dann im Dezember eine Probe gehabt, die wir so schnell nicht mehr vergessen werden. Es war unglaublich. Beim Spielen, ja, eins und das andere Mal Hühnerhaut gehabt. Ich hatte das Gefühl, wir haben schon x-mal zusammen gespielt. Der Tommy ist reingekommen, völlig unscheinbar, hat sein Instrument angelegt und hat einen rausgelassen, wie ich es so noch nie gesehen habe. Hey, ich bin zeitweise der gehockt und habe fast vergessen zu spielen. Der Typ hat Gitarre gespielt, das hat passt unglaublich. Wie eine Faust auf einen Sog. Nach dem Spielen sind wir rausgehockt an den Tisch und er erzählt er seine Geschichte. 2013 bin ich in die Schweiz gekommen. Meine Tochter war ein paar Monate alt und sie, meine Frau und mein Sohn sind in Ungarn geblieben, bis ich hier eine Arbeit und eine Wohnung gefunden habe. Unsere Tätigkeit war in Ungarn die Musik. Meine Frau Sängerin und Gesangslehrerin und wir waren beide an mehreren Musikschulen angestellt, mehrere Band gespielt und Theater, wirklich vieles Schönes erlebt. Aber von Finanzierung her war es aber sehr knapp. Deshalb kam unsere Entscheid mit Landwechseln. In der Schweiz gab es damals 1100, 200 Temporärbüros im deutschen Bereich und ich war persönlich in über 900 Büros. Versuchte ich einen Job zu finden. Und eigentlich war es für mich egal, was für ein Job, einfach etwas mit dem starten kann. Und nach lange gesucht, immer persönlich beim Büro war und kam die Telefon und durfte ich beim Post anfangen. War ich mega froh und endlich konnte meine Familie hierher kommen und nach 3 Monaten konnte ich sie zu sehen. Neben Job lernte ich Deutsch und suchte ich Bands, mit der ich wieder auf Bühne stehen kann und fangte ich an, privat zu unterrichten. Da unsere Ausbildung, was 20 Jahre früher in Ungarn gemacht haben, war hier in der Schweiz nicht anerkannt. Und ich wollte über Musikschulen weiter unterrichten. War der einzige Weg, dass ich ein Schweizer Diplom habe. Und circa 5 Jahre habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und durfte ich in HSLU Luzern den Master of Arts Musikpädagogik Jazz Diplom absolvieren. Ja, ich war einfach noch ein bisschen skeptisch gewesen, ob der Tommy mit der Kommunikation Schlag kommt bei uns. Ja, vor allem eben mit der Fremdsprache und auch mit der Mundartmusik, ob das überhaupt passt. Ja, genau. Und gleich muss man dann sagen, weißt, mit der Geschichte und alles, was er erlebt hat, mit der Familie und die Einstellung, die er hat, der hat so müssen beißen. Und darum, Extrem. ja, wir müssen sagen, das ist richtig für uns. Was der Tommy für einen Weg hingelegt hat, ist unglaublich. 2 Abschlüsse, die meisten schaffen nicht einmal einen und gleichzeitig noch eine 2. Sprache gelernt. Absolut crazy. Bei erster Probe hatte ich ein gutes Gefühl und hoffte ich nur, dass sie mich wählen.
Und ungefähr eine Woche später rief Simon mich an und sagte, dass ich ein Teil von Volksrocks sein werde, wenn ich auch will. Natürlich, ich habe sofort zugesagt und jetzt kann ich euch etwas sagen. Ich bin Tommy Zambo, Gitarrist von Volksrocks und es gibt nur Eisgas, Vollgas.